Wir haben zwei Themen, über die wir wollen schwätzen, da das einerseits Meinungsfreiheit und andererseits Extremismus zu Lützburg, und ich will da nur nicht auf Lützburg beschränken. Ich präsentiere nicht kurz als Punkten und dann bleibt natürlich noch Raum für Fragen ihrerseits. Ich meine, wenn ihr über Meinungsfreiheit schwätzt, dann ist immer mit einem Urgrundsatz konfrontiert, den zwei Seiten hat. Das ist einerseits Basisrecht oder ein Menschenrecht, eine Meinung dürfen zu haben, und dass der eine Meinung sind, die nicht dem Majoritätsdenken entspricht, der eine Meinung sind, die nicht einem politischen Mehrheitsdenken entspricht, und sie darf auch den Konsens missachten von dem, was gesellschaftlich oder politisch gerade am Mut ist, so nicht mal. An die andere Seite ist, dass sich Meinungsfreiheit nicht außerhalb von rechtsstaatlichen Strukturen bewegen darf. Das heißt, Initiation zum Hass, Volksverhetzung, Diskrimination, Drohungen, Rassismus sind definitiv keine Meinungsäußerung. Das Prinzip klingt am Anfang einfach. Einerseits Meinungsäußerung und andererseits Respekt für die Meinung von dem anderen. Wir müssen feststellen, dass die Prinzip, den eigentlich neutral sind, dass die Neutralität eine Gefahr ist. Das heißt, das Gefälle war das freie Meinungsäußerung und war das Beleidigung, das geht immer mehr verletzlich, so nicht mal, weil das Problem ist, es gibt politischen Druck, es gibt medialen Druck, es gibt Druck von Interessengemeinschaften, von Lobbyen, die ein Interesse haben, Meinung zu beeinflussen. Wir wollten als Partei wissen, über den Weg von einer parlamentarischen Frage, wie zum Beispiel Begriffe wie Hass definiert gehen. Wir konnten vom Felix Bras, vom Justizminister, die Antwort, den Hass als ein Gefühl von Aufweisung auf Feindlichkeit gesagt. Das ist in der Hinsicht problematisch, weil, wenn wir von Gefühlen schwätzen, da sind wir nicht bei objektiven Bewertungskategorien. Weil du zum Beispiel die jungen links so, dass sie gegen Monarchie sind. Da könnte mir hingehen als Adrenalin oder als ADR so, wir fühlen Eis aufgewiesen, wir gehen dagegen für. Fakt ist aber, dass es natürlich von den jungen Linken oder von anderen Gruppierungen hier gut recht ist, gegen Monarchie zu sein. Und das heißt, wenn wir Gefühle als Bewertungskriterien holen, da kommen wir an Teufelskirchen, lang oder kurz. Den anderen Problem, den wir gesehen haben, ist, dass die ganze Debatte über freie Meinungsäußerung sich ja nicht nur auf Lützeburg und auf eine Lokalgesetzgebung beschränkt. Meinungsäußerung an die anderen Seite, nämlich Diffamation, Hass, Rassismus, Beleidigung, finden zum großen Teil auf soziale Plattformen statt, an die kennen ja bekanntlich keine Grenzen. Das Problem, das wir gesehen haben, ist, dass auch da auf soziale Plattformen Versicht wird. Ich meine, wenn ihr die großen IT-Riesen guckt, wie Facebook oder YouTube, Twitter, die haben natürlich alle hier eigene Policy, alle hier eigenen Verhaltenskodex. Das Problem, das wir gesehen haben, es darf nicht zum Entstehen von, sagen wir mal, parallele Kontrollmechanismen kommen, die viel gehen, wie Meinungsäußerung geprägt soll, weil der wir nie vergessen, dass auch die Gruppen, die Internetplattformen nur kommerzielle Kriterien funktionieren, sicher auch nicht frei von Interesse sind. Das heißt, wenn sie Policy so das als für als Meinungsäußerung, wie sich das Gefälle verschieben kann, das kann einen Einfluss darauf haben, ob das, was als freie Meinungsäußerung toleriert wird oder was schon übergehend an den Bereich von Beleidigung. Das heißt, das Problem, das wir gesehen haben, ist, dass die Bewertungskategorie für freie Meinungsäußerung einerseits an Respekt für die Meinung vom anderen andererseits, dass das ein juristisch konstante muss sein. Das darf nicht zu einer Variablen gehen. Das ist das Problem, das wir gesehen haben. Das heißt, wir wollen uns sich, wenn man von Meinungsfreiheit schwätzen will, man sich eine juristische Entschlackung, ein Rückbesinnen auf wirklich den neutralen Begriff von rechtsstaatliche Strukturen, dass man so
klar definiert am Code penal, war das Hass, war das wie definieren wir Hetzer, so nicht, dass wir parallel Kontrollmechanismen haben. Das ist die eine Sache. Damit verbunden mit der freien Meinungsäußerung an der Lektüre, an der Diskussion sind dann auch Tendenzen wie Extremismus, die auf das von rechts oder von linker Seite, die immer mit dem Prinzip kokettieren, so man mal was aus einer freien Meinungsäußerung, was darf man erlauben. Ich will euch kurz ein paar Gedanken dazu vorstellen. Ich meine, muss ich als mal, wenn ich von Extremismus schwätze, muss ich mal den Funktionsmechanismus vom Extremismus verstehen. Und das ist offensichtlich, dass am Anfang rechten Extremismus, linksen Extremismus, ob dieselbe Manier funktionieren. Denn Herr Weber hat hier den Artikel über den Extremismus, den Rechtsextremismus geschrieben, wo er gesagt hat, dass am Anfang angefangen hat, dass Leute sich berufen auf Werte wie Nationalstolz, Patriotismus, was prinzipiell nicht verdächtig ist. Aber das ist eine Anlehnung, einen soften Anstieg an Tendenzen, die an einem rengen, unverkennbaren Rassismus enden können. Beim linksen Extremismus funktioniert es ähnlich. Es gibt mit Empfindungen von den Leuten gespielt, dass sie sehen, natürlich, alle Menschen müssen Recht darauf haben, ob ein Mensch wirklich leben, wir wollen keine Grenzen, jede soll selbst behandelt gehen. Auch da kann es soften Anstieg sein an Strukturen, die am Endeffekt mit Rechtsstaatlichkeit können an Konfrontation kommen. Das heißt, wir haben den soften Anstieg beim Linksextremismus wie beim Rechtsextremismus. Für was sie mir als Adrenalin gained Extremismus? Der nächste Gedanke ist, dass die politische gesellschaftliche Realität zu komplex ist, für so Tendenzen zu vereinfachen, die extrem sind. Und den anderen Gedanken ist, dass Extremismus als einer Kompromisslosigkeit per se eine Konfrontation mit Rechtsbruch, wenn ein extrem ist, oder andererseits ist ein extrem, weil die Basisregeln von der Rechtsstaatlichkeit nicht mehr anhält. Dann hast du vor extrem 10 zu Lützburg, gibt es ein extrem 10, dass du schwer so mal eine wissenschaftliche Datenerhebung sicherzustellen. Andererseits sind noch Grenzen oft fließend, wenig als etwas extrem, das ist nicht klar definiert. Was gut ist, dass es zumindest mal medial thematisiert wird an den Medien. Ich erinnere an die Affäre Tain zum Beispiel oder an die Affäre, die rezent war von der jungen Linken, wie sie gesagt haben, Fekt de Grand Duc, Fekt Lützeburg. Das sind Diskussionen, die gehen thematisiert. Eine Message als Adrenalin ist ganz klar, wir sind gegen alle Sorte von Extremismus. Und wir fanden, dass weder der Rechtsextremismus noch der Linksextremismus irgendwie relativieren soll. Das hängt dem anderen, also das hängt über dem anderen relativieren. Wir sind alle Sorten von Extremismus, weil es die Möglichkeit vom Rechtsbruch sich erschließt. Die andere Sache ist, eine Message, die wir ganz klar gehen, ist, dass die Beleidigung und Diffamierung nicht verwechseln darf mit einem Recht auf jugendlich Rebellentum, so schon denke. An dem Sinn fand ich mir da die rezente Fall von der Affäre von der Junker Lenker, wie gesagt, Fekt de Grand Duc, eine Reihe Frohen abwerft. Und da ist mal die erste Sache, wenn wir gucken, wie die Reaktionen sind, wie man da umgegangen wird. Wenn man zum Beispiel den Mark Baum ugeschwart gouf wie ein darauf reagiert hat, vorbei muss sagen, dass die Jung Link, die das geäußert haben, die Jugendorganisation von der Junker Linkers, obwohl es Verbindungen gibt. Du hast hier gesagt, sie wären eben jung und dürften auch rebellisch sein. Es ist schon so weit ein Problem hat hier aus, so, weil es eine Relativierung ist von etwas, was am Menge nach ganz klein Diffamierung ist. Stell dich mal vor, wir hätten als Partei auf der Fairtein reagiert, indem es mal gesagt hätte, ja, hin hat er halt dürfen, hin ist junger, rebellisch. Also schon insofern fand ich mir das problematisch.
Dann den RTL hat geschrieben, et wär man kindet so als eng soi-disant Jugendspruch, ob enger soi-disant Jugendspruch darauf hinzuweisen, dass ein Werte vom Nationalfeiertag nicht deelt. Was hier gut recht, das betonen ich. Ich fand das auch an dem Sinn problematisch, weil den Jugendspruch an dem Sinn auch nicht keinen linguistischen Zusammenhang gibt zwischen Jugendspruch und Recht auf Beleidigung. Ich meine, es gibt sich an allen Altersklassen beleidigt. Die Jungling haben reagiert, indem sie sollten die ganze Empörung, die ganze Shitstorm, den auf sie durchkommen ist, dass es ein falsch und ein spießig Panik ist. Ich fand das so weit auch problematisch, wenn ich von einer spießiger Panik schwätzt, da das auch am Ende an eine gewisse Art und Weise von Relativierung, weil wenn es sich über eine Beleidigung empört, ich fand das gut recht und ich fand in dem Sinn nicht die richtig wieder von einem Spießertum zu schwätzen. Wo käme man als Gesellschaft hin, wenn man über Beleidigungen am öffentlichen Raum nicht mehr empören geben? Eine andere Sache, die ich noch zum Aufschluss so will, ist auch, dass wenn ich zum Beispiel auf die Internetseite von der Junker Linker geht, du sie gesagt am Zusammenhang mit der Radiosendung Inner dem Pavé, sie bezeichnen das als linksradikal Jugendsendung. Das heißt, ich fand es problematisch, die Koketterie mit den Begriffen Extremismus, dass uns sich ein bisschen abgewischt wird, die Akzeptanz. Das heißt, stell dich mal vor, egal ob das Adrenalin oder CSJ oder JTL, wer sie giffen auf ihrer Internetseite riet extrem, allein schon die Wording benutzen, dann denke ich nicht, dass an enger Woche die Organisation irgendwie bestohlen gibt. Das heißt, ich fand es problematisch, die Koketterie, die Abweichung von dem Begriff Extremismus an etwas, was ja dann nicht so schlimm soll, sind, dass man eine Relativierung rauchen. Und zum Schluss folgende Gedanken. Wir hatten auf der Erwitschung drauf, Extremismus, Recht auf Rebellion oder Verstoß gegen Tradition und Gesetz. Der wird Recht auf Rebellion gehen, natürlich der wird Recht auf Rebellion gehen. Der wird Verstoß gegen Traditionen gehen. Das ist mir ganz klar, natürlich der wird Verstoß gegen Traditionen sind. Traditionen sind kein Gesetz, sondern der von Traditionen halle, was er will. Recht auf Beleidigung, auf Extremismus sind wir ganz klar nicht. Das heißt Recht auf Rebellion ja, Recht auf Verstoß gegen Tradition ja, aber es soll in rechtsstaatliche Strukturen zu allem Moment respektieren. Das ist unsere Position. Ich gehe kurz weiter und also Sekretär Gilles Carlizzi. Voilà, da so ein Schuss noch präviert da, über die allgemein meinungsfrei dann Position von der Adrenalin, bisschen en general. Meinungsfrei, das ist ein Grundrecht für alle Bürger an einer Demokratie. Jeder hat Recht, seine Meinung zu äußern. Und so besieht Artikel 10 von der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass alle Menschen Recht haben, Informationen oder Ideen zu kommunizieren, ohne staatlich angreifen und ohne Rücksicht auf Grenzen. Meinungsfreiheit soll sich aber auf Toleranz und Respekt basieren. So besieht Menschenrechtskonvention noch weiter, dass die Ausübung von dieser Freiheit mit Pflichten und Verantwortung verbunden ist. Dort hat Michael ein Sachen schon aufgezählt. An diesen Verantwortungen und Pflichten müssen sich eben bewusst sein. Für die Adrenalin ist dafür wichtig, dass einerseits die freie Meinungsäußerung ein Grundrecht ist und bleibt, und andererseits, dass Volontärviolationen von diesen Rechten am Zusammenspiel mit mehr oder minder politisch motivierten Revendikationen, wie man so an der letzten Montag vom links nach rechts Bord vom politischen Spektrum müssen modellieren, auf eine gewisse Manier mit Empörung, Gegenreaktionen, Negativreaktionen aus der Zivilgesellschaft zu rechnen haben, ohne dass dabei eine Form von Zensur soll entstehen, wie zum Beispiel
Legalkadre für soziale Netzwerke zu schaffen oder Freiheiten anzuschränken. Jeder ist responsabel für seine Wider, weil frei zu sein heißt, die Möglichkeit zu haben, seine eigenen Freiheiten anzuschränken. Dafür Violationen von der freien Meinungsäußerung, wie zum Beispiel den Extremismus, wie schon angesprochen von Michel, oder die Incitation à la haine oder sonst Hetzkampagnen gegen Leute, Länder, Ideologien oder sonst Sachen, sind nicht just respektlos, wir sind auch ein Zeichen für Engständigkeit und Intoleranz. Und da fragen wir uns, wo ist Respekt und Toleranz heute ist das in unserer Gesellschaft bleiben? Ihr habt ja einen legalen Kader für Meinungsfreiheit Kasin. Das ist extrem schwer, also ich stelle mir das extrem schwer für wieder eine Idee, wie das die Bütpacken. Das ist ja aber ein philosophischer Begriff in einem weiten Sinn. Ja. Also da ist dann extrem, ich weiß nicht, wie das Kind, wie das legal, kein konstant auszumachen. Ja. Als Position hast du ganz klar, dass man so, es soll nicht in Richtung Philosophie oder Soziologie gehen, wenn man so etwas definieren. Wenn wir rechtliche Kader setzen, war das Meinungsfreiheit, aber was fällt schon in der Wolle von Diskrimination und Initiation zum Hass, dass man es wirklich auf juristisch Termen beschränken. Und da so, was ich vorhin angesprochen habe, dass man die Entschlackung, die Reduzierung auf wirklich ganz neutral, politisch neutral, sowieso Gesetzgebung gut politisch neutral zu sein, dass man es da wirklich dass man es da reduzieren und dass man nicht philosophisch politisch Diskussionen matt abbringen, was die Gesetzgebung betrifft, weil die Diskussionen was erlaubt darf sind, was nicht, das kann die politisch so oder so gesehen. Dafür will man wirklich beim Rechtsbegriff, beim neutralen Rechtsbegriff bleiben. Ja, das ist kein neutraler Rechtsbegriff. Also vielleicht kann du an einem Beispiel illustrieren, weil ich verstehe wirklich nicht richtig viel. Wer ist genau, Herr Frollo? So mal von Ihnen, das ist ja immer eine Gefühlssache. Ne? Von den, bei den jungen Linken zum Beispiel, von den Tisch von den Grundrück sich beleidigt gefühlt hat und das rechtlich für Hugo, wie ging das denn aus? Wir geben, wer so mal Fecken, da schon ein Begriff, den strafrechtlich nicht so gesichert wird. Ja, ich denke, da müssen wir einfach ganz klar, dass das juristisch von Fall zu Fall unterschiedlich. Da muss ich am Code Penal, am Strafrecht gucken, gibt es da einen Artikel vor, wohin da gehen viel gehen. Und da muss ich natürlich auch den Kontext gucken. Weil ich denke, dass wir dir so, dass schwer da generell Regeln aufzustellen, die immer greifen sollen. Das von Fall zu Fall verschieden, wie ihn das schätzt. Aber ich denke, Strafrecht, da gehen aber klar Richtlinien, wo sie sieht, wie was man als Hass definiert ist. Man muss immer von Fall zu Fall geguckt gehen. Ja, so dass ein Minimum mit gesellschaftlichen Konsens, mit dem definiert die gesellschaftliche Konsens, weil ich meine, in einer pluralistischen Demokratie ist es immer schwer, rauszukommen, wirklich so eine Mehrheit gibt, weil ja immer verschiedene Tendenzen koexistieren. Die können dann nur den gesellschaftlichen Konsens rauskommen. Denn das ist eben der gesellschaftlichen Konsens, das ist eben eine Variable, das ist, worauf ich hinweisen wollte. Es sind mal Zeiten, wo Diskussionen lanciert gehen über all mögliche Themen und da kann sich die öffentliche Meinung kann sich verschieben. Und was da ist wichtig, ist, dass man die gesellschaftliche, wir dürfen eine Meinung haben, die so nicht mal das Kind definieren wir zum Beispiel Political Correctness, war das gerade, was der wieso und war das akzeptiert, dass in eine Meinung der von die, wenn sie rechtsstaatliche Strukturen beachtet, wenn sie nicht beleidigt, die einem Mehrheitsdenken widersprechen kann. Das ist sich die Idee, die du hast. Das Mediotrecht war der gesellschaftliche Konsens, das ist eine Variable, das
das nicht zu definieren, das verschiebt sich auch die Wahrnehmungsweise.